Geht jetzt was? Keine Ahnung. Brudi! Ah, ich bin ein bisschen hell. Flashbang im Face. Das ist ein Dauerzustand. So, jetzt schauen wir mal, ob da irgendjemand was schreibt oder was weiß ich. Ah, Twitch-Nachricht müssen wir raushauen. Moment. Moment, Kinder. Hab ich vergessen. Hab ich vergessen. Bin gleich da. Bin gleich da. Scheiß euch in den Soße. Bin gleich da. At everyone. Vollbier. Heute gibt's den fast. Nicht fast. 100% spontaner. Wir kriegen niemals Freundin. Stream. Jetzt pass auf, da müssen wir schauen. Läuft da was? Nein, ich sag schon was. Warum sag ich da keinen Chat nicht? Ich bin gleich da, Brudi, ich bin gleich da. Heute ist es ein bisschen kompliziert, ich muss da ein bisschen herfahren. Ich komm gleich. Da muss ich ihm noch schnell, weißt du nicht, da muss ich ihm noch schnell in Ding einschreiben. Nee, in Discord einschreiben. Aber heute ist es ein wenig anders. Chill seine Knirschern, Brudi. Knirschern, chillen. Komm gleich. Wer Bock hat, passt. Wer keinen hat, dann bis Montag. So, senden. Das kommt dann in den Anführungsdingsbums, in Ankündigungsleute. Das war so, nur da noch ein wenig zusammenrennen. Oh, bin ich schon da wieder. Grüß dich, gut, ja, Angela, da passt. Sam Krabber auf der Fastigasse, der Maxi. Wie ist der Ton? Das ist mal das allererste. Ich kann mir dann heute kein Mikrofon vor das Fressbrett halten, das geht halt nicht. This just don't work. Wofür haben wir die eigentlich einen Ankündigungschannel bastelt? Das weiß ich nicht. Ankündigungslord. Level 9000 $. Und plus Flashbang-Lord. Servus, Ton geht, passt. Habt ihr ein wenig einen Hintergrundsound? Das ist WoW-Tavernen-Sound übrigens, wenn das interessiert. Freitag, Birger, was ist da los, Alter? Hab ich nicht aufgepasst am Micker. Spreng ich, zipfe du. Der Ton geht, passt schon. Also ich hall nicht irgendwie komisch, im Hintergrund ist leicht Musik, so, das ist der Plan halt. Ja? Das ist der Plan. Brudi, wer sich wundert, was zur Hölle der mir da. Morgen kann ich nicht. Morgen spielen wir Heroquest. Ja, morgen ist der erste Heroquest-Abend, können wir uns ja heute unterhalten. Heute ist so der Stream. So, wir kriegen niemals eine Freundin Stream. Das ist ein guter Stream. Beste Stream, Alter. Ansonsten, aufhören mit dem Hobby, Freundin holen und dann wieder anfangen. So hab ich gemacht. Ja, funktioniert. Progamer. Ja, spinnt der Peppi. Ja, freilich spinnt der Peppi. Ich sehe leider heute nicht, wie viele Leute das wir sind. Ich habe mir da so ein Setup gebastelt. Kamera von oben, das seht ihr da im Hintergrund. Das machen wir später besser, Alter. Die alte Cam, ich habe eine neue Cam gekauft, die alte Cam hängt da über meinem Tablet, da kann ich den Chat schon lesen. Ich kann sogar Musi ändern und so, es sollte eigentlich funktionieren. Ich hoffe, es haut einigermaßen hin und ich ruckelt nicht umeinander. Es flimmert ein bisschen, weil das Licht einfach zu krass ist, aber das brauchen wir. Was? 126 geht? Brudi, das ist aber schnell gegangen. Ja, ich sag schon, Twitch-Community ist, die ist einfach zu krass. Ja, ist einfach zu krass. Wie geht's euch? Mir geht's blenden, das ist Freitag, oder? Wem geht's Freitag schlecht? Vor 2 in der Früh. Nice! So, Hashtag Ultras, Mr. Price, da hast du recht. So, gleich mal vorweg. Das heute ist was ganz anderes. Das da hat mit meinem Kanal, mit meinem sonstigen, nennen wir es einfach mal Entertainment Getue, nichts zu tun. Ja, das da mache ich in meiner Freizeit. Und da ich momentan, ich habe es die Streams schon ab und zu mir angekündigt, machen wir das denn? Ja? Nein, just no. Nein, heute nicht, Freunde der Sonne. Der Oberpfälzer, merci für den Euro, aber heute nicht. Ich bin heute zu meiner eigenen Belustigung da, viel mehr als für eine. Das hat nichts mit meinem Kanal zu tun. Das hat, nein, bitte nicht. Nein, da sage ich noch nicht mehr merci. Der Paprika merci. Aber gut jetzt. Was? Darf Birger Busen mitmalen, wenn schon nicht mit Saufen darf? Da darf jeder mitmachen. Das wird ein ziemlich nerdiger Scheiß. Ja? Und da kann ich vollkommen verstehen, wenn da über 3/4, 90% von der normalen Community absolut her nichts damit anfangen können. Ist aber überhaupt nicht schlimm, weil ich bin einfach nur da und hab mir gedacht, was kann man mit mir machen. Nein, jetzt, nein, wer ist nicht so? Mr. MZ, merci. Hört's auf jetzt bitte.
Serious. Sport ist meinetwegen, Sport ist eigentlich bis Montag, ist mir wurscht, aber heute nicht. Nein, heute nicht. Du bist heute zu meiner Information da. Ja, der Frau Wife, das weiß ich. Sam Crow, Zins. So, das soll natürlich nicht heißen, dass das vollkommen spaßbefreit ist, was wir da machen, sondern, heute geht's um, nein, jetzt, Part, merci, ich reagiere halt nicht groß drauf, das lasst mir halt, stop it, please stop it, okay? Wir haben 150 gegeben. Der Fassi-Kassi, ja, aber du bist geil. Heute geht's nicht um mich, oder? Also ja, irgendwo auch, aber es ist nicht so das typische, normalerweise so, ich bin der Birger, ich versuche lustig zu sein, irgendein Depp lacht schon. Was in der richtig erschrocken, weil erschrocken gut funktioniert hat in der Vergangenheit und hoffentlich auch weiterhin funktioniert natürlich, aber heute ist es was anderes. Ich möchte das bloß an jedem wissen lassen, nicht, dass er vor mir hört, was macht denn jetzt, oder? What the fuck is this? Ja, what the fuck is this? Das machen wir heute. What the fuck is this? Ich hab's im Stream ja schon mal kurz ein bisschen hergezeigt und so, Figuren und Stuff und Blödsinn, Alter. Das ist mein Nerd-Hobby, das ich mache, seitdem ich ein Kind bin. Und immer mal wieder phasenweise Vollgas hooked bin und reinhau ohne Ende und moch und bla bla. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, warum eigentlich nicht streamen, Alter? Es gibt genug Crafting-Channels und so weiter. Und ich hätte tatsächlich auch Bock, da einen Kanal zu machen, auf Englisch. Da bin ich leider Gottes zu schlecht im gesprochenen Englisch, ja. Sonst hätte ich es wahrscheinlich schon lange da, außerdem habe ich die Zeit nicht. Ne? Irgendwie muss man sich einmal auf irgendwas konzentrieren. Und das machen wir einfach nebenbei. Und deswegen kommt das sporadisch, das ist weder, bitte nervt's mich nicht, kommt heute ein Stream über das und Freitag und Samstag, das ist absolut spontan, soll Spaß machen, wer Bock drauf hat, bleibt's da. Wer keinen Bock nicht hat, dann bin ich auch kein Bass, das heißt nicht, dass wir mit dem ursprünglichen Blödsinn aufhören. Was es selbst ist. So, du, ich hab ehrlich gesagt, ich bin so vorbereitet, ich bin nur weniger vorbereitet wie normal. Was der Mann? Keine Ahnung. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich so schon in meiner Freizeit so gemacht habe. Ich hoffe, ich kann das jetzt da am Tablet ändern. Kann ich da, warte mal. Zack. Ja, nice one, Alter. Hey, hab ich Setup zusammengebaut. Da seht ihr meine Kickboxen, dann seht man vielleicht auch, wenn man einigen, ja gut, so ganz braun bin ich noch nicht. Aber wo ist denn da? Oh, das ist schwierig so zu deuten. Da bin ich kasig und schaue aus, dass ich im Keller wohne und da schaue ich aus, dass ich auf die Malediven wohne. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, Kim, nein, wenn der Chat hängen bleibt, dann krieg ich's kotzen. Nein, nicht den Chat, der ist mir wurscht, der Chat ist gut. Heute haben wir nur auf Twitch. Ja, ist für den ultimativen. Was warst du bei der Maniküre? Nein! Aber weiß ich nicht, schon mal was von Fingernägeln schneiden gehört, Alter? Was ist das für scheiß Frage? Ich habe keine Handwerkerbratzen nicht. Woher ist das denn her? Ich hab den ganzen Tag bloß am Austausch weggeschickt. So, jetzt passt auf, wo sind wir? Also mein Plan, jetzt auf, please. Franziska Plötz. Ist das ernst? Ist das dein wirklicher Name? Alter, dir baue ich ein Denkmal. Du heißt mit Vornamen so, die Frau, die mich bekannt gemacht hat, mit dem Nachnamen für meine Katze. Geil. Ja, merci, stop it. Heute kann ich Donations singen. Ruhig jetzt. Stop it, please. Nope, please, nope. So, Würstfinger, ja, die hab ich. Also ich habe Schienefingernägel. Obwohl ich es nicht schneide, sondern beiß, ich gib's zu. Du bist ein bisschen sehr hell in deiner Fotzen, das weiß ich schon. Das habe ich versucht irgendwie hinzukriegen, aber ich hab da, direkt da. Wo ist denn mein Finger? Sagst du mein Finger? Direkt da. Also eine Schreibtischlampe LED. Wenn ich da so zurückgehe, dann geht's einigermaßen, aber ich werde es mir halt sowieso meistens in dieser Position was sagen, das muss klar sein. Das muss klar sein. Birger, hau jetzt ab und spiel mit meinen Kumpels Bums auf. Herr Meutel, da haben sie recht viel Spaß. Hört jetzt auf, bitte schön. Ernsthaft, das ist Lektion am Arsch jetzt. Fix, nicht mehr, ich kann die Donations nicht sehen. Ruhe jetzt. Fix, Mari. So, jetzt pass auf. Heroquest. The All-Time Classic. Ist ein Brettspiel aus 1993 oder so, keine Ahnung. Ja, ich glaube 93 oder der erste Release war 89 in die USA, glaube ich. Und es ist einfach ein Tabletop-Spiel. Ja, das ist eine ganz furchtbar einfache Regeln. Es gibt, du würfelst und kannst dich bewegen. Und dann gibt es eine Kampfphase oder umdreht. Also erst kämpfen und dann bewegen. Oder Aktion nennen sie halt. Und dann kannst du nach Fallen suchen oder nach Schätzen suchen oder sonst irgendwas. Klausi, merci für den Zwickel. Ruhe jetzt. Schnauze jetzt. The best thing about Heroquest ist, wenn es uns der Birger erklärt. Warum? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich kann jetzt sagen, kein Regelwerk, aber um das geht es halt eigentlich gar nicht. Es geht eigentlich um das Hobby, das zeigt da selber zu machen. Ja? So, ja, mit Spielfried und so weiter, das ist alles super schön und so. Aber für mich gehört das Spielen dazu. Leider Gottes ist mein Freundeskreis
Der ist da schon zum Haben dafür, aber nicht für den Hardcore-Shit. Ja? Also mit denen habe ich nie Warhammer gespielt zum Beispiel. Haben wir letztes Mal schon gesagt, das Regelbuch ist so dicker, das hat 850 Seiten gefühlt und das ist auch relativ komplex und schwer, wirklich schwer zum Lernen. Das muss wirklich mengen. Aber Heroquest ist fucking einfach, das ist ein Dungeon Crawler. Ich glaube, die Besonderheit daran ist, dass sie da halt der Dungeon einfach, wenn du die bewegst, sie langsam aufbaut und so. Das ist geil. Oder warum hast du da ein Geodreieck? Lol, warum habe ich G6 später? Wir bauen halt was. Bauen wir jetzt an. Schaut her, was ich gebaut habe. Jetzt pass auf, ich zeige jetzt das an. Normalerweise hast du da ein Spielbrettel, das ziehe ich jetzt da oben nicht aus, das ist bei mir alles da, das ist jetzt in der Winzigkamera, alles da hinten um. Was ich aber gerne hätte, Herr General Utz, korrekt, heute bauen wir den Carport. Der scheiß Carport, der Moment, ihr macht's mich fertig. Hey, ich weiß jetzt auch nicht, für Leute, die jetzt da das jetzt schon nach was schaut das da aus? Es schaut nicht aus, als mache ich jetzt einen auf Architekt und zeichne da dein Haus, oder? So, jetzt pass auf, was habe ich gebastelt? Du siehst halt auf der Karten, ich kann nicht da jetzt auf die Schnelle nichts einblenden und so, weil ich nicht am PC sitze, der ist da hinten. Hört's auf jetzt! Fix Letten, Leute! Wir waren jetzt einmal ein Stream ohne ein Wort. Ich glaube, 99% hätte sich fragen, ob du einen Schlager gehabt hast. Das wird halt mit Sicherheit noch vorkommen, wenn ich da irgendwelche fancy Sachen mache, je nachdem, wie weit wir kommen. Wahrscheinlich sitze ich bloß wieder 3 Stunden da und labert irgendeinen Scheiß. Ja, und dann hat es auch Spaß gemacht. Egal. Hast du so Räume auf dem Spielbrett aufzeichnet und Gänge und so weiter und so fort. Was ich jetzt gerne hätte, ich darf das gerne nachbauen. Ja? Zum einen einmal die Spielelemente auf dem Brettel, Räume, Gänge und so weiter, alles sind einzeln. Und das tun wir jetzt einfach mal, keine Ahnung. Ich habe da einen Haufen Scheiß hinten, das kann ich euch da leider jetzt nicht sagen, aber ich werde das da irgendwie rausholen und so schaut das dann aus. So haben wir da zum Beispiel einen Gang, wunderschön. Angenommen, wir haben jetzt da Figuren, die habe ich letztes Mal auch schon hergezeigt. Ich weiß nicht, ob man das selber bemalt und bla und bla. Und man sieht ja da die Tiles, die einzelnen Fädel, das darfst du dann gehen. Und so weiter. So, und ein bisschen mehr habe ich da auch schon gebastelt. Da haben wir dann zum Beispiel, jetzt pass auf, da habe ich versucht, einen Holzraum zu malen. Keine Ahnung, du gehst ja da mit deinen Viecher so, jeder wirft halt mit seinen Charaktere und dann baut sich halt dieser Dungeon da langsam so auf. Da habe ich versucht, das überstrahlt jetzt leicht. Da habe ich versucht, einen Holzboden, einen abgefuckten zu imitieren. Kommen wir halt vielleicht auch mal dazu. Und so ist selber bemalt und selber gebastelt. Und wenn wir das machen, ja, das werden wir jetzt dann herausfinden. Dann gehst du da her, dann ist da quasi ein Tier, die feinen wir noch, weil ich noch keine Idee habe, wie ich die Tieren mache, dass sie nicht ständig umfallen und da irgendwo umeinander stehen und nervig. Und dann gehst du quasi in den Raum rein, stehst da und dein Sichtfeld wird dann nach und nach aufgebaut. So, das ist das Grundprinzip von Heroquest und das macht ziemlich schnell, ziemlich viel Spaß, ausgeschmatzt ist. Was haben wir noch? Dann habe ich den noch gebaut. Das soll eigentlich ein Raum darstellen. Und dann haben wir da noch Treppen. Da gibt es bei Heroquest so Treppen, wo quasi die Guten starten und lauter so Sachen. So, ja, und sowas machen wir jetzt einfach mal. Mit Basteln von Null weg und Omoin und überhaupt und sowieso. Sind die Figuren mit dem 3D-Drucker gemacht? Der feine Herr, nein. Die Figuren sind so gekauft. Vom Games Workshop, ich weiß nicht, wem Warhammer natürlich jetzt nichts sagt, dann muss ich wirklich massiv erklären. Du kannst die Figuren fertig so kaufen, die kommen dann in so einem Gussrahmen, wirst du es vielleicht von Revell kennst, das kennen die meisten, so Modellflieger und so ein Scheiß, musst du dann ausschneiden und sauber machen und abfeilen, zusammenkleben, dann grundierst du es schwarz oder weiß oder je nachdem und dann musst du so fertig aushaben. Du kannst es natürlich aber auch selber modellieren, es gibt mittlerweile aber auch anständige 3D-Drucker zu einem einigermaßen erschwinglichen Preis, aber du musst 1000 Figuren drucken, dass sich das Ding rentiert. Ja, was ist das? Der Fassikassi, aber wenn du 3 Stunden da sitzt und irgendeinen Scheiß laberst, ist einfach das Beste. Das haben wir schon oft genug gehabt. Heute ist mal wieder was anderes. Kackt der Stream nur bei mir so. Leute, ihr müsst so sagen, wenn irgendwas im Stream nicht passt. Ich sitze nicht vor meinem Rechner, ich krieg's nicht mit. Ich sehe es nur sporadisch da vor mir auf dem Tablet und ich hoffe, dass der Akku lang noch herhält, weil ich da kein Stromkabel mehr habe, das ich so stecken kann. So, jetzt pass Obacht. Wie fange ich da an? Da hole ich jetzt einfach mal schnell Grundmaterial. Obacht. Eins. Haben wir da noch was übrig? Nein, haben wir nicht. Da müssen wir Neues nehmen. Moment. Dann wird schon irgendwie rausgefallen da. So, dann haben wir das. Dann haben wir das. So, was ist das jetzt? Das ist fucking Trittschalldämmung. Das glaubst du nicht? Ich hab vom Boden verlegen. Ich hab keinen XPS-Schaum gefunden. Bei uns im Hagebau gibt's keinen. Die haben keinen. Frag mich nicht warum, Alter. Weiß ich nicht, wenn ich mein Haus abdichten möchte, dann hat der andere keinen XPS-Schaum daheim. Weiß ich nicht, was das wieder soll.
Und dann habe ich festgestellt, so, wow, fuck, Alter, ich hab noch 1,5 Packel von der Trittschalldämmung daheim. Und das ist dasselbe Material. Nachteil ist halt bloß das Ding, das ist ja halt relativ weich und saudünn. Ja, und der XPS-Schaum an sich, der ist viel dicker und den kannst du voll geil formen. Ja? Mit Bastelmesser und was weiß ich, was alles halt. Ja, das schauen wir uns jetzt alles an, wie ich das mache. Das mache ich normalerweise, wenn jetzt meine Spätzle nicht da sind zum Zocken. Sitze ich da, sitze mal nicht vorm Rechner, schaut überhaupt nicht rein. Kann bei Apps kreativ sein, hat meine Ruhe, her Muse, super awesome. Trittschalldämmung brauchen wir jetzt noch nicht. Das erste, was wir machen, ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das ja. Ich hoffe, ihr seht es. Das ist ungefähr, ja, das ist ein halber Zentimeter dick. Ja, aber wenn ich bloß die Trittschalldämmung hernehme und du spulst da damit und dann tust du es in einer Schachtel oder so, dann ist es so das Zeug. Weil sich das einfach abgreift und deswegen muss es einfach ein bisschen stabiler machen. Deswegen kriegt das von mir diese dicke Grundplatte. Und das da, das ist einfach nichts anderes wie, ich weiß nicht, ob ihr das seht, das ist im Prinzip so ein halber Zentimeter Schaumstoff und Hartschaumstoff, muss ich dazu sagen. Puppballschubser, der Tempran. Birger ist ein Püppchenschubser. Ja, wie gesagt, für alle, die gerade nicht zuschalten, das ist halt der Stream so, wir kriegen niemals eine Freundin. Hobby. Beste Hobby, Alter. So, jetzt nehmen wir das Geodreieck da mal weg, das braucht jetzt dabei auch keine Sau, aber einen Winkel brauchen wir. Und zwar, normalerweise die Amerikaner rechnen in Inch, weil die Amerikaner einfach ein bisschen geistig ein bisschen verwirrt sein ab und zu, was ich da so mitkriege. Bin mir nicht sicher, aber wenn es mich fragst, sind sie geistig ein bisschen verwirrt. Mag ich nicht, was soll das? Wir rechnen natürlich in Zentimeter, was ist ein Inch? Ich glaube, das ist ein Zoll, 2,54 Zentimeter, bitte korrigiert es mir im Chat, wenn das nicht stimmt, ich habe keine Ahnung, ist mir scheißegal. Ich mache daraus 3 Zentimeter Fädel, ja, wo die Figuren dann letztendlich draufstehen können und sich Fädel bewegen kannst du. Brauchst du, was will ich sagen? Was will ich nicht sagen? Fuck, was will ich nicht sagen? Ich sehe schon, wir kommen keinen Meter nicht weit, weil ich nur am Erklären bin. Ich mache 3 cm. Warum? Erstens habe ich mehr Platz. Ja? Zweitens ist nicht alles so dermaßen futzelig, dass du einen Schlaganfall kriegst. Und die großen Bases von meinen Figuren, die glaube ich haben sogar, was haben die? Keine Ahnung, warte mal. Die haben die einen Inch. Ja, die haben einen Inch, der genau 2,5 cm, genau 2,5 cm auf 2,5 cm. Aber ich hätte halt gern, dass wenn ich die da herstelle, das seht ihr jetzt wunderschön von oben eigentlich, dass das Fädel einfach ein kleines Stück größer ist rundherum als die Figurenbase selber. Und die meisten Warhammer-Figuren, die ich zum Beispiel schon habe, haben sogar noch eine kleinere Base. Das 6 dann unten, das ist die große, das ist die kleine und meine meisten Viecher haben die kleine Base und die haben dann da wunderschön Platz auf die einzelnen Fädel, dass man da nicht, dass das nicht alles so zusammenklebt und so weiter und so fort. Geht aber nur 3 Burger breit und eine halbe Antilope hoch. Du, per Augenmaß gehen, wir werden heute noch sehr oft per Augenmaß arbeiten, da habe ich das Gefühl. Wobei, da jetzt eigentlich nicht. Und das ist halt ziemlich easy gemacht, habe ich festgestellt. Ich muss ja eigentlich meinen ersten Fail, meinen allerersten Dingsversuch, ich hab mich noch nie im Geländebau, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe immer nur Figuren zusammengebaut und bemalt und so weiter, das mache ich echt schon lang, aber halt sehr unregelmäßig und habe dann wieder 3 Jahre Pause und was weiß ich. Aber mit Geländebau habe ich so gut wie noch nie was am Hut gehabt, auf gut Deutsch gesagt. Also ich habe einfach mal umeinander probiert, ich habe mir also Balsa-Holzplatten gekauft und habe mir zuerst gedacht, das nehme ich als Grundplatten her, aber die wenn du dann einleimst und so, dann werden die feucht, dann wirft sie es, dann haben sie einen Bogen und dann linkt es, alles Scheißdreck, Alter. Mein erster Fail schaut so aus, das ist quasi Holzplattel und 5 auf 2 Felder, die Fliesen alle einzeln ausgeschnitten und lauter so ein Scheiß. Unendlich viel Arbeit braucht es alles nicht, machen wir alles rein. Also so ultra fail ist es eigentlich gar nicht, es ist halt nicht bemalt und nix. Aber es ist auch viel zu dünn und klang sie nicht schön an und überhaupt nicht sowieso. So, pass auf, wie mache ich das? Ich hab da übrigens, ich mag jetzt die Kamera nicht verrücken, weil sonst kriege ich es nie wieder so hin. Ich hab da so Werkzeugscheißling, was weiß ich, passt. Ja, super gemacht, Birger! Wow, brutal, Alter! Ja, dreh dich noch ein wenig, freilich! Und leg, jetzt wird's total crazy. Stell dir vor, weiß ich nicht. Stell dir vor, du willst besuffen, speit der Erste, wenn er die Scheiße sieht. Oder was soll denn das eigentlich? Schau mir das an! So, jetzt warte mal. Ja gut, jetzt hast du es erledigt. Das müssen wir wieder hier richten. Warte mal. Kruzifix, du Birger, du Pro.
Birger, der alte Pro, Alter. Da geht's ganz anders. Brudi, da geht's ganz anders. Wieso ist denn die Kamera jetzt so verdorben, oder was? Ja, so ist es wissen. So, haben wir einigermaßen gerade, ich meine schon. So, ich hoffe, ihr seht da auch genug. Ich hoffe, ist das einigermaßen scharf bei euch? Also ich habe das bloß in sehr gequetschter, wie soll ich sagen, Ansicht da auf 5 auf 5 cm, ich sehe es nicht gescheit. Ich hoffe, dass die Felder von meiner Arbeitsunterlage, was? Ich bin schief. Ich bin doch nicht schief, Alter. Wieso bin ich schief, Alter? Taugt schon. Ja, der Franz Brandwein, der Bratwein, ja, hast du was ist denn da unten wieder? Gut, ich fix mein Greenscreen. So, wird schon passen. So, wir fangen hier an bei so einem Scheiß. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt auswendig zufällig, welche Gänge und welche Größen das ich noch brauche. Mir braucht man 1x5. Das heißt, 3 cm auf 15 cm. Ja, du bist scharf, das wollte ich hören. Species, genau auf das wollte ich eigentlich aus. Besser wird's nicht mehr, Ja, nicht geschimpft, das klappt nur, das muss klar. So, jetzt pass auf. Was ich da auf alle Fälle schon mal feststelle ist, da habe ich mir super tolle Platten gekauft. Die haben nämlich keinen rechten Winkel. Wow. Super Geschichte, Alter. So, jetzt bei so legen wir mir den Hammer an, zeichnen wir ganz easy squeezy 3 cm an. Wunderschön. Und dann legen wir es da an. Ich hoffe, ihr seht es, ich bin da einigermaßen da, wo ich sein möchte, keine Ahnung. Jawohl. Dann gehen wir da her, sind wir bei 15. So, mehr brauchen wir eigentlich auch schon gar nicht. Dann gehen wir mal her, ich hoffe, da haben wir jetzt beim Augenmaß. Ob die jetzt einen Millimeter schief werden oder nicht, ist total wurscht. Weil, genau deswegen mache ich es 3 cm auf 3 cm groß. Wenn da mir ein Millimeter irgendwo feit ist, juckt keine alte Sau. Muss nicht unfassbar, wie soll ich sagen, genau sein, drauf geschissen. Was, ohne Scheiß. Du schaust verkehrt rum viel lustig aus. Ihr Trottel. Weiß ich nicht, dreht einfach das Handy dann um. Keine Ahnung, setzt es so drauf. Das ist mein erstes wo halten die überhaupt hin? Das ist mein erstes Bastelmesser meines Lebens. Das ist das ernsthafte Skalpell. Ansonsten habe ich immer mit dem typischen Teppichmesser gearbeitet. Ob du das jetzt glaubst oder nicht. Ich habe es nämlich auch nicht geglaubt, deswegen habe ich 20 Jahre lang ohne Bastelmesser gearbeitet. Bastelmesser, Alter, beste Investition meines Lebens, weil das Teil ist so beschissen scharf und halt so viel länger her wie geschissenes Teppichmesser. Ja, also jeder, der dieses Hobby ausübt, Ding. So, jetzt pass auf. So, rechter Winkel eingestellt, grob plus minus wird schon passen. Fahren wir 3 cm rein, brauchst du nicht recht stark andrücken. Aber wir fahren gleich 6 weiter, weil wir nämlich 2 brauchen. Wunderschön. Seht ihr den Schnitt? Ich hoffe schon. Was jetzt schön ist, das Material ist relativ weich. Das heißt, wenn ich da mit dem Fingernagel einfahre, deswegen habe ich so schöne Fingernägel wahrscheinlich, ich kenne einen deutschen Begriff dazu, dann wird das so bevelt, keine Ahnung, dann wird das halt so abgerundet. Ja, dann haben die Ecken nicht so scharf und so weiter und so fort, fährst mit dem Finger drüber, dann runzt das alles ein bisschen ab, wunderschöne Sache. So, zweite Sache, da gehst du eben her, das werden wir jetzt schon, warte mal, da schneiden wir jetzt einfach schnell da hier unten, reißen wir jetzt schnell an, da reißen wir schnell an bei 3 cm und bei 6 cm, weil wir 2 brauchen, so wieder wie es ist. Und dann fahren wir da von der Markierung, wo wir da oben eine Markierung. Brudi, gibst dir da oben eine Markierung. Warum? Weil wir gerade dabei sind. Jetzt pass auf, einmal da bei 3, einmal da bei 10. Bei 10, bei 6 sage ich. Und dann sollte das eigentlich eine einigermaßen gerade Geschichte werden. Hoffe ich. Was mir öfters mal passiert ist, dass man halt verrutscht oder dass ich einfach nicht aufpasse. Und Regel Nummer 1. Mit diesem Ding, das habe ich nicht zur Gaudi gesagt, dass das scharf ist, wie ein verficktes Skalpell. Das heißt, wenn ich mir da überbratzen, dann kann ich einen Sanker rufen gehen. Das heißt, jeder, der das bei sich daheim macht, oder was weiß ich mag gar nicht wissen, wie viele Leute, Frau Samcrow, wie viele Leute dass ich da damit jetzt anfixe. Für das ist es nicht gedacht, ja, das ist mein Hobby, was ihr da draus macht, das ist mir wurscht. So, was gut Handwerker ist, halt nicht. Lass mir noch mal Ruhe, Alter. Hab ich angerissen richtig oder nicht? Bastelmeister ist ideal, um sich mit Holzspäne unter die Haut rauszuoperieren. Das stimmt, ja, das stimmt. Birger, du hast über 600... Was bitte? Ist that you fucking serious, oder? You serious? Wie viele Leute... Schreibt mir mal bitte jemand ernsthaft in den Chat, wie viele Leute da so sind. Nicht 600, oder?
Ja, so, you fucking serious, oder? 110, ja, 160 ist schon eher. Ah, Alter, 600, der hätte jetzt aber schon einen leichten Schlaganfall gekriegt. Bei 160 das ist schon eher. Wir haben nicht auf YouTube. Haben wir auf YouTube? Läuft YouTube? Moment einmal. Was? YouTube? YouTube soll überhaupt nicht laufen! Was? Das war nicht geplant, Leute! Das war nicht geplant! For fuck's sake! So! für alle, da schalten wir jetzt schnell aus, das muss ich ändern. Ich mag das nicht auf YouTube haben. Ich hab da kein Event erstellt. Wieso macht das automatisch? Was soll denn das? Hallo Leute auf YouTube! Ich hab nicht gewusst, dass ich auf YouTube streame. Ja, man da jetzt. Ich mag das nicht auf YouTube haben. So, YouTube-Leute, wenn ihr Bock habt, da mitzuschauen heute Abend, dann unten in der Beschreibung ist der Link auf Twitch. Ich stoppe jetzt kurz den Stream, schalte auf Twitch only, hoffe, und dann, was das sehen. Ja. Habt ihr nicht gesehen? Ich bin gleich wieder da. Moment bitte. Nicht, der Rest nicht der Volllaufe. Ich bin spätestens 3 Minuten wieder da. Ich glaube, ich muss nämlich meinen Stream-Schlüssel aktualisieren. Ich bin der maximale Pro. Irgendwann, wenn ich kein Event erstelle, dann kommt YouTube gar nicht. Was soll denn das? Ich restarte den Stream nochmal an die YouTube-Leute, die wieder nicht gescheit zuhören wahrscheinlich. Auf YouTube wird halt nicht mehr gestreamt. Das ist jetzt Ende. Wer Bock hat auf das Ganze, kommt auf Twitch. Das wird eine sehr kleine Runde. Link ist in der Beschreibung, suchst nach Birger zockt. An die Twitch-Leute, bin gleich wieder da. Kruzifix! Goddammit! Ah, Birger, du alter Progamer, du alter Progamer!